Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII. Wir sind da gerade am Chocobo-Rennen. Wir haben ja da das letzte Mal aus dem Gefängnis erfahren, wir können in die Freiheit entlassen werden, wenn wir da gewinnen. Ich habe es nochmal probiert und ich habe es eigentlich gerade geschafft auf Anhieb und es ist gar nicht so schwierig. Ich bin vorher einfach viel zu lange auf dem Kreis und habe mich so runtergeslowt, dass ich einfach nicht mehr hochgekommen bin. Nehme ich mal an. Nehme ich mal an, weil das mal haben fast nicht gebraucht. Auf dem X natürlich, sorry. Ja, ich weiss wie. Ist alles cool. Let's go! Das mal starten wir ganz rechts. Und ich drücke mal das Viereckchen, dass wir ein bisschen Speed haben. Der andere verpowert gerade seine Ausdauer, das ist mir egal, soll er nur. Der wird bald nicht mehr mögen. Wir bleiben einfach mal im schnelleren Gang. Verlieren dadurch ein bisschen Ausdauer. Ist okay. Er mag schon nicht mehr. Und jetzt können wir auch wieder ein bisschen abschalten, dass wir nicht mehr so viel Ausdauer verlieren. So. Ja, jetzt verlieren wir sogar schon gar keine mehr. He? Ich weiss gar nicht, kann man hinterher schauen? Ich glaube es nicht. Ja, und das haben wir eigentlich schon so gut wie gewonnen. Also es ist wirklich nicht schwer. Ich weiss auch nicht, ob ich jetzt einen besseren Chocobo bekommen habe, aber egal, es ist so einfach. Ich weiss nicht, wieso ich das echt nicht geschafft habe. Also, Fail, Fail, Oberfail. Juhu! Der rote Teppich und der Kanufahrer. Jetzt können wir eigentlich noch unsere Ausdauer ein bisschen verpulvern da. Und schaut mal, eine halbe Strecke sind wir vorne. Also. Und voll auspowert. Mit Start können wir leider noch nichts Rennen beenden, wir müssen zuerst warten darauf, dass ein zweiter Platzierter kommt. Aber sie sollten schon bald kommen, oder? Dort nach dem Eck. Nach dieser Kurve. Ich glaube, es ist der Blau. Ja, schau, sie sind alle am Speeden. Ja. Sehr schön. Aha. R1 und R2 kann man drücken, um wieder auffüllen. Aha. Okay. Gut, jetzt ist alles in Ordnung. Wir haben es. Ich habe das gerade noch da in der Lösung nachgelesen. Also, es soll mir den Brief geben, wenn ich gewinne. Junge, Schön, nett. Freundlich grüß. Ein Geschenk. PHS, nimm mal ab da. Ein Buggy. Nice. Also, wir kommen auf der Weltkarte weiter voran mit dem, eben weil wir durch die Flüsse durchfahren können. Ihr habt gesehen, bei Costa del Sol hat es so einen. Oh. Nach Gongaga, Süden des Flusses. Okay, gut zu wissen. Danke. Logo, werden wir machen. Also, das werde ich aber alles einmal machen, wenn wir Zeit haben und wahrscheinlich erst, wenn wir das höchste Upgrade haben für die Weltkarte. Jetzt würde ich gerne mal den dabei haben. Der hat ja noch... Barrett, du gehst mal raus. Der hat ja noch seine Substanzen von vorher, oder? Müsste er? Ah, ich habe sie nicht weggenommen. Okay. Buggy! Okay, um einzusteigen, abbrechen, um auszusteigen. Aha, okay, man kann einfach mit dem Frachtschiff mitfahren. Wir können jetzt auch immer wieder auf Dings gehen, auf Goldsaucer, weil wir da durch den Treibsand durchfahren können. Und da hinten ist Costa del Sol, da sind wir durchgelaufen gewesen. Dort vorne sehen wir es. Voll herrlich, finde ich. Jetzt in Süden des Flusses Richtung Gongaga. Oder auch nicht. Nein, wir machen zuerst einen Ausflug. Und zwar... Ah, Moment.
Kämpfe gibt es natürlich trotzdem im Buggy, aber nicht so oft. Als erstes müssen wir in Treibsand einen gewissen Kampf provozieren. Ah, du wieder. Kate Sith, zeig mal dein Limit. Würfel. Ich weiss nicht mehr, was das ist. 5 und 7, 700 Schaden. Ah, voll geil, ja. Und wenn man ihn genug schnell besiegt, ihr habt es jetzt gesehen, wird man kann er sich nicht teilen, oder? So soll ich sagen. Und jetzt brauche ich gleich rasch PHS. Und zwar brauchen wir rasch den Barret. Geben wir alle die Substanzen. Klingeling. Und wir nehmen wieder mal Tifa mit. So. Nein. Moment. Jetzt hat sie ja wieder alle Substanzen. Ja, das ist ein Zeug. Ich sage es euch. Aber es gehört dazu und ab und zu werde ich euch das auch zeigen. Da könnt ihr also schimpfen und fluchen, könnt einfach vorspulen. Wieso bist du hinten? Bist du immer noch vom Schlangenkampf hinten? Sag auch. Ramu haben wir noch nicht gesehen. Dann wirst du noch die Heilerin sein. Halt. Wir geben dir noch ein Silberarmband. Und den Sternanhänger. Dann, was willst du noch haben? Chocobo brauchen wir im Moment nicht. Das gute Feindeskönnen. Nein. Wiederbeleben. Choco. Du wirst Beschwörerin sein für den Moment. Brauchen wir wahrscheinlich eh nicht so fest. Und das noch. Dann finde ich wichtig, dass er beide hat. Weil der bestimmte Gegner hat eine neue Technik für uns. So. Das können wir immer wieder ändern. Jetzt müssen wir hier eine Harpie finden. Die hat eine neue Feindestech. Wenn es auf alle geht, ist gut, dann hätte ich ihm nicht beide müssen geben. Wenn es nur auf einen geht, müssen wir das so lange provozieren, bis es auf ihn geht und er mit beiden Feindestech können Dings da. Das kann er lernen. So, jetzt sollte da irgendwie dann so eine Harpie kommen. Oder 2 oder 3, wer weiß. Gold Saucer. Saucer heisst ja Untertasse, goldene Untertassen, oder? Da sind sie ja. Oder? Flipschlag. Sind es die? Wow! Du machst einen heftigen Crit. Nein, ich glaube, das sind nicht die, oder? Mach mal manipulieren. Ja, also. Was steht da? Monster Harpy. Nein, sie heisst Harpy, also. Ah, manipulieren ist, er kämpft jetzt gegen seine eigenen Kollegen. Finde ich lässig. Klemmgefahr haben wir, glaube ich, auch noch nie gesehen, hä? Was ist das? Aha, ich kann den steuern. Ah ja, sag. Nein, das will ich gar nicht. Weil er stirbt jetzt sowieso. BAM! Aha, so funktioniert Manipulieren. Nicht schlecht, hä? Ist noch geil. Aber leider sind es nicht die TS-Bombe. Okay. Die kannst, wenn du im TS bist, kannst du die zünden und nachher kommen alle einen Gehörsturz über. TS-Bombe. D mit 2 für einen Gegner, okay. Angriff 12 von Shinra. Okay. Weitersuchen. Harpy. Ich werde euch wieder zeigen, wenn ich den gefunden habe, den Gegner. Wisst ihr was? Wir ziehen uns noch den Ramu rasch rein.
Er ist der Blitz. Meister des Blitzes oder so. Ja, ja, ihr seid heftig, ich weiss. Blitz der Gerechtigkeit. Das ist ein alter Mann. Ja. Ramo. Geile Augen. Ja, allzu schlecht ist er auch nicht, hä? Ja, ich werde weiter die Harpie suchen. Wie viel Geld? 700 gibt es, ja, das ist nicht schlecht. Da können wir nachher uns wieder die Heilung leisten, die wir hier verbrauchen. Wir sehen uns. Oh, 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 neue Gegner. Harpie, das ist ein. Das ist ein. 1000 Schaden. Nein! Hey, jetzt habe ich etwa 5-mal gegen 4 von diesen blöden Drachen gekämpft, die mit jedem Angriff 200 Schaden machen. Und dann das. Ja gut, Cait Sith, Fortschritt im Limit. Wir sehen uns wieder, wenn ich so einen habe. Für mich ist zwar eher eine Chimäre als eine Harpie, aber egal. Ah, da bist du wieder. Du Viech, du. Cloud hat noch ein Level-Up gehabt und ist der erste, der jetzt über 1000 HP hat. Ja, okay, das glaube vertragen wir nochmal einen, hä? Ja, ja. Und dann müssen wir verteidigen und warten, bis er Aqualung macht. So heisst die Fähigkeit. Da ist sie schon, ich hoffe es geht gegen alle. Ja, geht's. Dann können wir den mal einschläfen. Nochmal durchheilen. Jetzt schlaft er, okay, jetzt können wir rasch warten. Dann machen wir einen komplett krassen Angriff. Nein, Miss! Ja, jetzt ist es halt nicht so gut. Und schauen, wenn 2x1 kommt, was passiert dann? Ich weiß es nicht. 700, ja, es lange. Aqualung gelernt. Sehr schön. Gerade mit beiden Feindestech, eben, das ist auch nicht schlecht. Vielleicht braucht man es ja mal. So. Ja, der Cait Sith kann eigentlich gerade beide behalten, würde ich sagen. Hey, komm. Da sollte man schon bald mal den MP auffüllen. Am besten mit einem Zelt. So, jetzt hat es da irgendwo nochmal einen Flussübergang. Ich frage mich gerade nur, wo... Ah, es wären neue Gegner. G-Tentakel. Okay, ich glaube, die hätte ich schon besiegen können, als ich das erste Mal da war. Also, stark sind sie nicht. Tja. Ah, Seich. Nein, doch. Im Nordosten gibt es einen kleinen Fluss, wo man drüber fahren kann, bei Costa del Sol. Ich sehe keinen. Komm mal oben da. Buggy. Aha. Aha, nein, ich Mongo, das ist der Fluss, wo man auf Costa del Sol gehen kann. Jetzt müssen wir nämlich ins Schiff einsteigen. Das war wieder eines von diesen Eiern. So, mit dem Buggy kann man gerade ins Haus reinfahren. Dann geht es kaputt. So, wir müssen zum Hafen mit dem Matros reden, dass der uns eine Überfahrtgelegenheit beschaffen kann. Und wir müssen dann zurück auf Junon. Nein. Wo war der Hafen? Ah ja, ich weiss so. Ich weiss wo. Die Frau wieder muss winken. Sali, du! So. Wahrscheinlich bist es du, hä? Aha.
Los, 100 Kill ist gar nichts für eine Überfahrt. Mein Gott, man zahlt für einen Trank fast mehr. Aha, müssen wir noch reinlaufen? Okay. Tschut, Schifffahrt ab, wir sind zurück in Junon. Oder noch nicht. Ja. Schöne Schifffahrt. Wunderbar. Ja, wie lange geht's? Aha, der Riesengun ist da. Chillige Musik. So, jetzt... oh wow, wo kommen wir da bloß raus, wenn wir da durch? Da ist immer noch Paraden am gehen. Ich renne einfach mal durch Junon durch. Irgendwann werden wir da schon irgendwo hinkommen. Wir machen mit dem Lift wieder runter. Oh Halleluja, wo war der Lift? Den kommen wir nicht durch. Da geht's rauf. Dort geht's doch rauf, wo wir hergekommen sind. Probieren wir es mal aus. New Age, President of Shinra, Rufus. Ich meinte es doch irgendwo dort oben sind wir gelandet, wo wir mit dem Lift zuerst mal raus sind. Nicht wahr? Wo sind wir da? Oh shit. Noch nie gesehen, oder? Verirrten Junon. Ja Gott, es gibt noch im Final Fantasy 8 gibt's eine Stadt, die ich schlimmer finde. Aha. Okay. Ja, soll ich jetzt die Aufnahme beenden, bis ich draußen bin? Weißt du was? Okay, wir kommen durch. Perfekt. Wir kommen nicht durch. Imperfekt. Imperfekt ist auch eine Zeitform. Unperfekt. Whatever, ey. Ich labere Scheiße, weil mir langweilig ist. Ja, wir probieren jetzt so eine halbe Minute und dann kann ich den Part sowieso beenden. Also es wird nichts mehr passieren, Leute. Ich sage sonst schon mal Tschüss miteinander. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dann werden wir einen alten Mann besuchen. Und eventuell etwas überkommen. Und sonst muss ich noch ein bisschen kämpfen, bis ich das überkomme. Also dort hinten ist der Trainingsraum, den brauchen wir nicht. Aha! Alarm, Alarm, der Lift kommt. Priscilla! Wie geht's ihr Nacht? Okay. Ah, schön, hä? So. Jetzt. Perfekt. Wenn wir rasch bei der Priscilla vorbeischauen. Nein, der geht's gut. Haben sie gerettet. Und theoretisch sollten wir jetzt wieder den Buggy haben. Yay. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Peace.